Diese Frauen folgen einer beinahe wissenschaftlichen Mission. Sie wollen genauso kochen wie anno dazumal und dabei die Rezepte von einst für die Zukunft bewahren. In unserer Nostalgie-Küche, da müsste man schon einfallsreich sein. Da ist viel Handarbeit. Einfach museumsmäßig. Schmeckt genauso gut, ja. Schmeckt jetzt genauso. Sie kochen komplett ohne moderne Hilfsmittel in der Küche des Heimatmuseums von Altdorf bei Landshut, einem über 400 Jahre alten Haus. Mit dem Messer. Mit dem Messer, sagen wir mal so. Ja, so in Scheiben. So, die Stärke. Da schneiden wir gleich. Nicht hobeln, weil sonst wird das so dünn, dann wird das so breiig. Ja, dann machen wir es dicker. Wenn du das sagst, dann mache ich das. Mehrere Gerichte stehen heute auf dem Programm, die die Damen gemeinsam ausprobieren möchten. Eines davon muss gleich zu Beginn auf den Herd. Das kennt man von den Eltern, Großeltern. Das ist ein Zwiebelfleisch, man kann auch sagen Essigfleisch. Da haben wir jetzt ein Wammerl drin, Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, Essig und Salz. Und das muss jetzt so ungefähr 2 Stunden ganz leicht köcheln. Dann kommen noch eine gelbe Rum und Zwiebeln. Aber das tun wir erst ein bisschen später rein, so nach einer Stunde, sonst wird das alles zu weich. Viele Köchinnen sind hier am Werk, die den Brei aber nicht verderben, sondern perfektionieren wollen. Unter der Leitung von Monika Weigel sind auf diese Weise schon 3 Kochbücher entstanden, in denen die alten, oft nur mündlich überlieferten Rezepte nun für die Zukunft festgehalten sind. Ja, es ist an sich notwendig, dass man alles gleich ordentlich aufschreibt, weil wenn man kocht, dann kann es ja sein, dass man andere Zutaten nimmt oder sagt, jetzt haben wir jetzt, was weiß ich, ein Weizenmehl oder ein Roggenmehl genommen und dann schreiben wir das immer gleich auf, damit man hinterher das auch wieder weiß. Die Rezepte stammen aus Großmutters Zeiten, werden aber ganz fortschrittlich in den Laptop getippt. Ist schon lustig, aber es geht am schnellsten. Am Anfang haben wir auch angefangen und haben es mit der Hand geschrieben. Aber jeder hat eine andere Handschrift und dann muss man alles sowieso schreiben, weil der vom Verlag, der will es ja dann auch ordentlich haben. Und dann schreibt man so einen kleinen Computer rein. Ist am einfachsten. Das Einfachsein ist hier Programm und gilt auch für die Rezepte. Arme Leute essen wie etwa die aufgeschmalzene Brotsuppe. Hilde, Liesel und Marga bereiten die Hauptzutat vor. Da sagt man nicht Brot aufschneiden. Früher hat man gesagt, ein Brot aufschnitteln. Genau. Schnitteln. Das Brot wird nicht aufgeschnitten, es wird aufgeschnittelt, weil das lauter so flache... Einfach so Schnittel sind. Genau. Der erste Gang ist fertig. Eine Brotsuppe, wie sie schon die Uroma schlürfte. Aufschmalzen. Genau. Das ist Aufschmalzen, oder? Mit ihren 3 Grundzutaten, Wasser, Zwiebeln und Brot, ist die Suppe etwas für Puristen. Hälfte Brot auch gelangt. Ja. Leicht. Wenn man gar nicht braucht so viel. Leicht jetzt. Aber das wird schon gegessen werden. Das ist ein ordentlich leicht. Steht das Essen auf dem Tisch, darf jeder seine Meinung sagen. Ganz ungefiltert und direkt. Jetzt probier's nochmal. Das letzte Mal war es besser. Mager und trotzdem sättigen. Ja. Aber was wir vergessen haben, einen Schnittlauch haben wir nicht rein. Dann gehört sich keiner rein. Erstens gehört sich Den haben wir nur im Sommer gehabt. Jetzt gibt es ja keinen. Manchmal haben wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung, sagen wir so, weil besonders mit den Gewürzen ist halt so, jeder findet ein bisschen so jetzt viel oder wenig und der andere möchte Lorbeerblättl rein haben und der andere sagt, da muss jetzt ganz viel Gewürz sein, der andere weniger und da wird schon wirklich gewaltig diskutiert und auch beim Essen hinterher. Dann schmeckt nicht an jedem immer alles. Mit ihren Kochtreffen bringen die engagierten Altdorferinnen auf unnachahmliche Weise Leben in ihr Heimatmuseum, das die Geschichte der Region von grauer Vorzeit bis ins 20. Jahrhundert nachzeichnet.
Die Exponate sind hier keine toten Anschauungsobjekte, sondern kommen als unerlässliche Hilfsmittel beim Museumskochen zum Einsatz. Wenn man was machen muss, wo eine Ramme hinkommt, das heißt, wo es braun wird unten, bei Rohrnudel oder bei Dampfnudel oder bei den Rupfhamm, dann wird das einfach schön braun. Es legt sich ein bisschen an und bei dem modernen Geschirr, da ist ja alles mit Teflon und was weiß ich, ganz modern, da haut das oft gar nicht so hin. Und das alte Geschirr, das geht noch genauso und wenn es schon 50 Jahre alt ist. Schau, dass das ein Messer braucht. Drittes und letztes Rezept an diesem Vormittag sind Rupfhaum, eine klassische Mehlspeise. Das ist jetzt eine heiße Milch, da wo schon gleich das Fett mit drin ist. Heiße Milch. Ach, da ist also schon Butter drin. Ja, da ist ein Butterschmalz schon mit drin. Aber mit Messer. Für die Rupfhaum werden heiße Milch, Butterschmalz, Mehl und eine Prise Salz sorgsam zu einem geschmeidigen Teig verknetet. Köchin Marga ist Rupfhaum-Expertin und kennt, anders als die übrigen Damen der Runde, das Rezept aus dem FF. Ich hab's noch nie gemacht, ich weiß das nicht. Ah, ja. Und der muss ganz schön weich sein, der dort, und fein sein. Also man muss noch gut durcharbeiten. Ich stelle da her, Und dann folgt jener Arbeitsschritt, von dem die Rupfhauben wohl ihren Namen haben. So, jetzt kommt die Rupfbewegung. Jetzt gehen wir es mit der Fettseite zusammen und so einstellen. Hast jetzt du da unten Äpfel mit rein da oder Nein, habe ich jetzt nichts? gar nicht Bloß Milch rein. und So, ich darf mir noch gar nicht mehr angelangen. Nein, ist er nicht. Aber jetzt brauche ich fast noch. Oder die noch mehr reinessen. Das Zusammenarbeiten, dass man miteinander was macht. Das ist schon mal schön. Und dann, dass man das einfach weitergibt. Weil die Jungen, die kennen das halt nicht mehr. Die wissen nicht, wie das geht und wie das schmeckt und nichts. Und jetzt haben wir einfach mit dem Bürgerl gemeint, wir können da ein bisschen was weitergeben an die jungen Leute. Nach 2 Stunden ist schließlich auch das Zwiebelfleisch fertig und kommt mitsamt Gemüse und Essigsud auf den Tisch, beziehungsweise in die Teller. Gut 20 Minuten Köcheln im Topf haben aus den Rupfhauben süß-samtige Gaumenschmeichler gemacht, die hier mit Apfelkompott gegessen werden. Kochen im Museum muss nichts Altbackenes sein. Im Gegenteil.